Chushewe Frant, herzlich beurig Abo zu dem heutigen Programm, was heißt, also habe ich übergelebt in Milchube. Ich heiße Abbe Schulmann und ich bin der Vorsitzender von der jüdischen Gesellschaft in Stockholm. Eliezer Auerbach hat beschrieben sein Entlauf von Polen nach Schweden in 1944 in Jiddisch. Sein Sohn Ben Auerbach wird Hand lernen auf Jiddisch. Berns Tochter Daniela wird lernen eine Übersetzung in Schwedisch. In Sophia bei Böhm wird singen auf Jiddisch. Ich bin ein Jid von Polen, Lipno, nun zu Wlocławek, Bayerische Distrikt. Geboren bin ich von frommen Eltern. Mein Name ist Eliyahu Isser Auerbach. Ich bin geboren geworden am 16. Januar 1906. Wenn ich gewesen 4 Jahre alt, bin ich in Heide gegangen und ich habe mich nicht schlecht gelernt, verkehrt. Gut wie teure habe ich mich heute gelernt Sprachen. Russisch, Deutsch, Polnisch, in Avade Hebräisch, in heute Mathematik. 14 Jahre alt habe ich den Cheder verlassen und ich habe ungeheuer zu arbeiten mit meinem Vater in der Chemia-Alva-Schule in Gurten. Und wir haben zusammen verkauft Gerinwerk in der Mark. Meine Mama, Tehila Judith, Alea-Schule, hat euch geholfen. Nur mit 6 Kindern in Stub hat sie gehabt genug zu tun in der Heim. Die Koinem sind gewähnt Rovjiden, nur euch Polacken und Volksdeutschen. Also, als wir haben gut geredet, Jiddisch, Polisch und Deutsch. Bei uns in Stut sind gewähnt Sachhakel 9000 Menschen. 3000 Jiden, 3000 Polacken und 3000 Volksdeutschen. Wenn ich gewesen 18 Jahre alt, habe ich ungeheuer zu arbeiten in der Holzindustrie bei einer gewissen Meier Kotschalik, nicht weit von Wlocławek. Ich bin jeden Tag gefahren zum Arbeit auf meinem Rover. Mehr wie ein Schuh ein Weg. Mein Tate hat das stark gewähnt dagegen, weil es hat nicht gepasst, für ein Jid zu fahren auf einem Rover. Das ist gewähnt nur vergeuern. Damals hat noch nicht gewusst, dass ich auf euch ungeheuer zu spielen Fußball. Euch nicht gut. Man nimmt das Segel von Kopperup und man legt es in die Füße rein, hat gesagt. Am Mitzwe vergeuern. Bei Meier Kotschalik habe ich mich eine Sache gelernt wegen Holz. Qualitäten, Sorten für verschiedene Zwecke und andere wichtige Sachen. Ich habe bei ihm gearbeitet 5 Jahre, bis ich bin alt geworden, 23 Jahre. Ich habe geheiratet mit Reisel Leia Kandelschein. Die Chassen ist gewesen 20 Tage in Kislev, Tav Reish Tzadik Dalid, dem 8. Dezember 1933. Die Frau meine hat geboren eine Tochter, Erev Rosh Chodesh Kislev. Wir haben ihr gegeben den Namen Miriam. Nach 2 Jahren ist geboren geworden unser Sohn, dem 17. Dezember 1936. Sein Name ist gewesen Nehemia, nach mein Tate. Wir haben gefühlt ein feines Familienleben. Das Leben ist gewesen gut und wohl. Der Gehennem ist ungeheuer, der 1. September 1939. Die Nazis, Yemach Shemam, sollen sie brennen und als Sof sind rein in Polen. In der Anfang ist gewesen still bei uns. Es ist gewesen Freitag, Schabbes in der Früh sind gekommen als Sachpleitim zu uns rein in Lipno. Sie sind gekommen von ganz Pommern.
eine Sache von Warschau, weil die Deutschen haben bombardiert dort. Wenn die Deutschen sind gekommen, nehmte zu Lipno, sind eine Sache von den Männern weg, weil man hat gehabt Meure, als seien Kappen Männer für Zwangsarbeit. Die Frauen mit den Kindern sind nicht weg, weil damals hat man gemeint, als gar nichts Schlechtes wird passieren mit sei. Wer macht etwas Schulden auf Frauen und Kinder? Ich bin gefahren mit meinem Rover nach Wlocławek. Dort ist gewesen eine Hälfte von Lipno-Jiden und sehr Sache Polaken auch, dus alle sind weg von Lipno. Ich bin gefahren hin und her und ich bin gekommen zu Lubien. In Lubien sind gewesen eine Sache Lipno-Jiden auch und ich bin geblieben mit sei. Sintig hat wieder gefallen Bombes über Lubien und 3 Jiden sind gehargert geworden. Ich bin gewesen nun zu sei alle 3. Und Menschen haben gemeint, dass ich bin euch gehargert geworden, weil man hat mich nicht gefunden. Sie haben nicht gewusst, als ich bin weg auf in die Zeiten, mein bester Chaver, der Rover. Wenn es hat sich geruhigt, bin ich zurückgefahren. Es ist geblieben nun zu Erev Rosh Hashanah, Mittwoch, und wir haben gut nicht gehabt zu essen. Zusammen mit 2 kräftigen jungen Männern sind wir gegangen zum Kartoffelacker und gegammelt 50 bis 60 Kilo Kartoffel und 20 Kilo Pomidoren. Mehl haben wir gekauft und wir haben umgegreift für Rosh Hashanah. Zusammen sind wir gewesen mehr wie Armenien, und wir haben mehr gehabt, rauszugehen zum Schul. Also, als wir haben gemacht Armenien in Stuhl, wenn man es gewesen. Als Seife Teure hat man nicht gehabt, nur nach Chumash hat man gelernt. Dem ersten Tag Rosh Hashanah ist gewesen still. Noch Mittag ist gekommen ein Offizier zu der Ruf und ihm gesucht, als muss reinmachen die Gässer von das jüdische Schmutz. Du, Rabbi, du musst sagen zu den Juden sofort die Gässer reinmachen. Der Rav hat das getan. Nächste Frühmorgen, Shabbos Tshuva, sind Soldaten gekommen rein zu uns in Stieb und uns befallen zu aufstecken die Ohren, und sie haben kontrolliert jeder einer von uns. Und wir sind heruntergegangen, rein zu machen die Gäste. Alle sind ungeheuben, nur ich bin weg auf mein Rover, weg von Lubien in Richtung Lipno, weil dort ist still gewesen. Jetzt ist gewesen still auf der Weg zu Lipno. Wenn ich passiert Kowal, habe ich zurückgeguckt, habe ich gesehen, als die Schule in Lubien brennt. Und die Jiden haben gekehrt die Gäste, wenn sie haben gesehen, wie die Schule hat gebrannt, inmitten von den Yom Tovim. In Lipno hat man gemeint, dass ich lebe nicht mehr. Meine Mama hat das gehört, nur nicht meine Frau mit den Kindern. Meine Frau hat nicht verstanden, warum alle sind gewesen, so wohl zu ihr. Menschen haben Rachmunes gehabt auf ihr. Nur keiner hat ihr nicht erzählt, als ich bin tot. Wenn sie hat gehört, die Meise hat sie gesucht, die wirst überleben, die Melchume, und die wirst du Massach zu erzählen. Ein Nest von Himmel bist du. Ich bin gewesen in Lipno, der Schabbos zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur. Es ist gewesen still. Sintig zum Gedalje sind die Jiden gegangen in Beis Medrash und sich ausgebeten. Du haben die Jiden reingemachte Gäste euch, also wie in Lubien. Und in Erev Yom Kippur hat man gezwungen, den Ruf reinmachen die Gas von Dreck
wo es die Pferde haben herabgelost. Und man hat ihm euch gezwungen zu kommen, den nächsten Tag, Yom Kippur, ohne Bold. Der Reb Jecheskel hat das weinendig erzählt sein Freude. Sie hat schnell gelaufen zu der katholischen Gallersbrides Afreu, a gute Freund zu ihr, und ihr gebeten zu reden mit dem deutschen Kommandant. Das hat geholfen. Der Ruf hat nicht gedarf zu arbeiten dem Tag. Nur man hat gezwungen, andere Jiden heraus von Schule zu arbeiten und reinmachen, mit die Talesim in der Hand die ganze Tag. Dem 9. Oktober, 3 Tage nach Sukkot, haben die Nazis bestimmt, als alle jüdischen Mannsbilden von 16 bis 80 Jahren alt müssen kommen und sich aufstellen auf den Schweinmarktsplatz, dem 10. Oktober, frühmorgen 8:30. Aber da haben gemacht alle gekommen. Man hat Meure gehabt, nicht zu kommen. Sie haben uns gestellt, also wie der Ort Chet, seht euch, und inmitten hat der Rebbe gestanden, der Sekretär Moshe Biterka und der Vorsitzer Eli Israel Lopeta. Arum und arum haben die Volksdeutschen gestanden, mit reuten Hakenkreuzen auf die Urems, und jede von sie hat gehabt ein harte gummene Stecken in der Hand. Als der Stecken ist gewesen hart, habe ich später gefühlt. Wir haben gestanden in einer Schure von 3. In der Öffnung von der Chet hat der Hauptgestapo gestanden und seine Wörter hat man übergesetzt von Deutsch zu Polnisch. Er hat gesagt zu Yitzchak Dubrinski: Nimm mal raus 30 kräftige Männer und stell sie du neben uns. Wenn wir wollen, du endigen, werden sie alle schnell laufen zu der Bahnstation. Zwischen die 30 bin ich gewesen. Wir haben gedarfen packen jüdische geganwete Scheure auf die Waggones. Dann hat der Gestapo geschrien heuch: Ihr Jiden seid gescholten in ganze Ruppe. So lieb euch hat die Milchume ausgebrochen, und der Pfad darft ihr leiden. Von heint ungehört eure Geschäften und scheure mir, a viele dem Schlüssel für die Schule. Das Wetter ist gewesen gefährlich. Es hat geregnet und geschneit und alle haben gestanden ohne Hitten. Der Himmel hat geweint mit uns zusammen. Der Gestapo hat wieder gesagt, alle, wo es vermogen, Pferd, Kieh, Ziegen und andere Chayes, müssen sich registrieren und die Chayes übergeben zu uns. Er hat geendigt mit: Und wenn ich so laufen, darf die zertreiben sich dem Regen schnell. Das Zertreiben sich ist gewesen das Ärgste. Die Volksdeutschen haben ungeheuer zerschlagen uns mit harten Gummisteckens. Man hat gebrochen die Fies in die Beine und Blut ist gerinnen vom Kepp. Ältere Männer haben nicht gehabt, Keuche wegzulaufen. Wir, die 30, haben gelaufen durch Stitzergass zu der jüdischen Gasse. Wir haben gelaufen und gespringen über pleutenden Parken. Man hat getun, alles abi zu heimkommen. Auf alle Gassen in Städten sind gestanden Hieters mit Bixen, und sie haben uns nicht gelost laufen. Und andere Hieters haben uns gehetzt zu laufen schneller. Einige von den älteren Männern haben gehabt am miesen Sof. Noch Mittag hat man nach Hause gekommen, mehr teut wie lebendig. Jetzt hat man ungeheuer zerrabbelns Scheure von allen jüdischen Geschäften, auch viele die gut kleine. Bestimmt ist geworden, als jüdische Mischbuches
müssen bezahlen 6.000 Zloty jede Chodesh. Das ist gewesen an meine Steuer. Zu was hat man nicht verstanden. Wenn die schlechten Zeiten haben umgekommen in Lipno, sind die reicheren Menschen, die was haben gehabt Möglichkeit, sich weggezogen. Das heißt, dass für die Mittelklasse-Menschen ist es gewesen sehr schwer, weil sie haben bezahlt für sich und euch für die Uhren Mischbuches und euch für die Reichere, wo sind noch gewinn geschrieben in Lipno, a viele sie sind weg. Und man wird nicht bezahlen, werden alle bekommen ein schwarzes Jahr. Dem 24. Oktober 1939 hat man uns noch einmal gezwungen zu sammeln auf dem Schweinmarktsplatz. Der Mul von 16 bis 60 Jahre alt. Verwusst pinkt auf dem Schweinmarktsplatz, sie doch gewähnt andere Plätze sich zu sammeln. Sie haben gewusst, dass die Juden gehen nicht gern dort dahin, weil man hat verkauft Chaserim dort. Das ist nicht alle Juden in Stadt, hat der Gestapo gesucht. Eine Sache von uns haben gedenkt dem Tag von dem 10. Oktober. Und sie haben stark Meure gehabt zu kommen. Der Gestapo hat geschrien, der, was wird nicht kommen, heint 3:30, wird mir stark strufen und mir wird euch der Hargenen Eier Rabbi. Alle sind in der Wade gekommen, 3:30, und man hat sich gestellt wie der Ot Dalet. Die Volkdeutschen haben uns getrieben auf der Weg zu Wlocławek. Sie haben uns gestellt in eine tiefe Blotte, in eine halbe Zirkel mit der Gestapo in Mitten. Hat umgehoben. Ihr Jiden seid doch barmherzige Menschen. Ihr habt gute und wohle Herzen. Ihr seid euch reiche Menschen. Und in eurer Bibel ist geschrieben, als euer Emetzer ist Uren und fühlt sich nicht gut und bräucht etwas von euch. Und öfter ist ihm euch kalt, sollt ihr ihm geben, nicht ein Teil von euren Kleider, nur alle eure Kleider. Ihr weißt doch, in welcher tragischen Situation die Deutschen befinden sich. Sie haben nicht kein Kleider, nicht kein Pitte, nicht kein Essen. Und ihr habt eine Sache. Mit der ironischen Schmeichel hat er gefragt, richtig, nicht wahr? Wieder hat er gesucht. Alle von euch, was trugen lange Manteln, stellt euch beiseitens. Also haben sie getan. Er hat wieder geschrien, gib jetzt eure Manteln und Stiefel, also als die neutbedarftige Urme Deutschen, wenn Huma Neifen sei. Den 24. Wir haben gemusst übergeben Kleider und Stiefel und nach heimgegangen Barves in Gefreuen. Die Volksdeutschen haben wieder ungeheuer zu schlugen, Mackes Reizach. Jetzt ist es gewesen in der Anfang November und man hat die größte Schule gezündet in Lipno. Das ist gewesen am 8. November. Zum Morgens hat man gezwungen die Jiden, wenn die Wand hat noch gebrannt, zu zunehmen die brennendicke Steine mit die Hand. Das Leben ist sehr mies geworden. Man hat gemusst trugen gelbe Magen Davides auf der linken Seite auf die Brust und auf der Rücken. Man hat uns nicht erlauben zu gehen auf den Trottoir, nur auf die rechte Seite neben dem Trottoir. Man hat gemusst grüßen jeder Volksdeutsch und jeder deutsche Soldat. Und es ist gewesen, man hat geschlagen, als man hat gefragt uns, was bin ich, dein Kamerad, als du grüßt mich? Und wenn mir grüßt nicht, du, warum grüßt du mich nicht?
Das Leben ist geworden gefährlich. Man hat nicht gehabt, keine Arbeit und sehr wenig Essen. Im Sof November ist gekommen einer von Gestapo zum Judenrat und kommandiert, als alle Juden mussten verlassen Libanon. Man hat gehabt, die demokratische Möglichkeit, allein zu bestimmen, ob man wird verlassen beim Städtel freiwillig oder ob nicht mit Zwang. Aber da haben wir alle bestimmt freiwillig, weil man hat gewusst, wie es ist gewesen mit den Juden von Lubien, Scherbs, Beroschin und andere Orte. Ich mit meiner Sprache, Weib mit Kindern, haben bekommen Erlaubnis zu fahren, wie wir haben gewollt, und wir haben beschlossen zu fahren zu Czerlice, weil dort hat man gehabt Bekannte. Geld haben wir gemacht gar nicht gehabt. Die Grünwerk, wo sie ist gewachsen auf meinen Gurten, habe ich doch nicht gekannt mitnehmen und verkaufen. Am 12. Dezember sind wir gekommen nach Czerlice. Mit uns sind gekommen meine Schwiegermutter mit 2 Kindern. Mein Schwer ist noch gewesen in Twisse, weil hat heuch gesucht, als die Deutschen wollen mit Dumme verlieren der Krieg. Und ein Volksdeutsch hat das gehört und ihm angemolden. Wir haben sich hereingezogen, alle in einem kleinen Stiebel. Nur von was hat man Parnusse? Ein neues Leben und gar nicht. Also, nicht du kein Breire. Ich habe ungeheuer zu schmuggeln, Scheure und Essenwerk. Ich bin gefahren nach Warsche und gekauft Scheure und ich habe verkauft in kleinen Orten und gekommen zurück mit Essen. Ich habe ganz gut verdient und man hat gehabt Parnusse für uns alle. Ich habe auch viele gekannt, haben einen Lehrer in Stub für meine 2 Kinder. Jeden Sonntag und Dienstag haben wir gegeben zu essen, ein sehr urem alter Jid. Ist gekommen zu uns und beten an die Duwe. Nur wir haben ihm gesucht, soll besser kommen und essen 2-mal a Woche. Ich habe noch mehr geschmuggelt. Einmal greife ich zu Fleisch, was ich habe gekauft von Katzowin. Auf zu morgens früh 6 Uhr will ich fahren nach Warsche. Jedes Mal fliege ich kommen zu der Station 10 Minuten vor der Abgang. Demal bin ich gekommen 2 Minuten vor der Abfuhren. Ich habe nicht gewollt stehen lang auf der Station, was mir halt ungeheuer zu kontrollieren, gemacht jeder Mensch. In der Zug stelle ich meinen Rucksack auf die Polizei über der Fenster. Der Rucksack fällt herab und ich versuche zu kappen mit den Händen. Ich zerbreche das Glas in der Fenster. Sofort ist gekommen einer von der Bahnstation und ich habe gemusst bezahlen 20 Slotte für die Scheibe. Ruft sich ein Christ, wo es Gesetz nicht wahrt, als der kennt mich und als ich bin ein Jid. Das ist nicht wahr, habe ich mich versucht zu verteidigen. Nur der Bahnschuss hat mich genommen zu der Polizei und mir geht mich kontrollieren, wer ich bin. Ich bin so müde gewesen, als ich bin ja Jid. Und man hat mich stark geschlagen. Man nimmt mich zum Chef von Gendarmen. Fragt mich, für was bist du gefahren mit der Bahn? Wo ist dein Armbindel? Jeden sind nicht erlaubt zu fahren mit der Bahn. Ich verteidige mich und ich sage, als ich bin ein Ungesiedlicher von Pommern und als ich habe gut nicht und erfahre, ob ich gemusst bringen Essen zu meiner Familie in Warsche. Fragte, was hast du in deinem Rucksack? Sag ich, also ich habe schwarze Brot und Kalbfleisch und 6 Kilo weiße Brot. Der Gendarm führt mich zum Zuchthaus und man schluckt mich wieder.
Dort habe ich gemusst alles von der Tasche ausnehmen. Haben sie euch gefunden 70 Zloty. Ich bin so müde gewesen und sie haben mich gelassen schlafen eine Nacht dort. Ich bin bald eingeschlafen. In der Früh 10 Seige ruft mir zu gehen zum Gendarmchef. Sag ich ihm, Rachmunes, ich bin doch noch nicht gefahren. Ich will fahren, weil ich bringe Essen zu meiner Familie, mein Freund mit den Kindern. Ich habe nicht keinen Ausweg zu leben, bin ich gezwungen zu bringen, sei. Sagt er plötzlich, du bist befreit. Frage ich, und was wird sein mit der Scheure? Du bekommst gemacht alles zurück, aber die weiße Bräut nicht. Sag ich, aber du weißt, ich habe kleine Kinder. Nimmt er heraus ein Stück von der weißen Bräut und bricht es in 2 Teilen. Und gibt mir ein Teil und sagt, das ist für deine Kinder, verkauft es nicht. Das Geld hat er zugenommen, die 70 Zloty. Sagt, 20 Zloty Strafe, weil du willst fahren auf die Bahn, in 50, weil du trugst nicht kein Armbindel. Und gedenk, du soll mehr nicht passieren. Und vergiss nicht zu trugen dem Armbindel. Geh schneller weg von dannen und erzähl keinem mehr nicht. Ein Nest vom Himmel. Ich komme heim zurück mit dem Rucksack. Keiner hat nicht geglaubt, wenn ich auf erzählte Geschichte. Mein Freund Reisel hat wieder gesagt, die wirst überleben, die Melchume, und die wirst um eine Sache zu erzählen. Das Leben in Schädlis ist nicht leicht gewesen, aber man hat gelebt. Dem 15. April 1941 hat man gesammelt alle Jiden und uns reingestippt in einen Winkel in Schädlis. Die Deutschen haben ungeheuben zu bauen die Ghetto. Und die Polaken, öfter nicht alle von sei, nur als Sach sind gewesen ganz zufrieden. Sie haben übergenommen die ganz scheine Wohnungen, die Jeden haben gehabt. Wir haben gemusst ziehen sich von unserer Wohnung zu wohnen in der Ghetto. Schlimm und schwer ist gewesen. In ein Zimmer haben gewohnt 2 Familien. Waschen Kleider hat man auf der Häuf. In euch sich abwaschen ist noch schlimmer gewesen. Die Wanzen beißen die Körper, aber man lebt. Wir haben sich ausgeweint und getwillet, Schma Yisruel, Stillerheit gemacht jede Nacht, wenn die Kinder sind geschlafen. Als Sachmänner haben wir jetzt ungeheuer zu schicken nach Treblinka. Frauen und Kinder sind noch geblieben in Schädlitz. Von der Stadt Mordi haben sie geschickt mehr wie 5.000 Jiden. In von Lutschta haben sie geschickt mit der Bahn nach Treblinka. Sintig haben die Deutschen gehargert alle Patienten und alle Doktoren mit die Krankenschwestern, die haben gearbeitet in der feinen jüdischen Spital. Apogrom. Montag haben wir gesammelt alle die der hargenen Menschen, wo seine gewähnt in jeder Winkel im Ghetto. Und wir haben sie geführt zu der Beisäule. Oi Gott im Himmel, eine Tragödie, was ich habe gesehen. Ein Mann mit einer Frau liegt zusammengedrückt, Lippen zusammen in einer Kisch. Also sind sie geschossen geworden. Kleine Kinder hat man genommen in die Fies und sei, ich kann es nicht beschreiben. Dienstag oder Mittwoch, gedenkt nicht, hat man uns alle, das heißt mein Freund und beide Kinder und ich allein, geschickt kein Treblinka. Noch eine lange, verschreckliche Reise kommen wir dort dahin. Das heißt zum Gehennem. Wenn wir seine Nora raus vom Waggon,
nimmt man mal Wab mit den Kindern zum Dusch. Mir nimmt man zum Arbeit. Das gewesen das letzte Mal, wenn ich hab sie gesehen. Den 25. oder den 26. August 1942. Sollen sie alle drei haben ein lichtige Ganeden zusammen mit alle anderen gehargeten Tzadikim. Meine Arbeit ist gewesen zu trugen gehargete Menschen zu dem Feier. Noch ein paar Tage habe ich getrunken Holz zum Feier. Noch weniger wie eine Woche Zeit habe ich zusammen mit der Gruppe gesammelt die toten Menschenskleider und sei geludend in Zugwaggons zu trugen nach Deutschland. Ich mit einem anderen Chaber, Itzik, hat gar nicht mehr gehabt zu verlieren. Wir haben verstanden und gesehen, was für eine Zukunft wartet auf uns. Hat man zusammen beschlossen zu probieren, herauszukommen, sind wir beide rein tief in die Kleider rein und der Zug ist herausgefahren mit uns zusammen. Während der Zug ist gegangen beim Melech, heraufwegens, sind wir beide heraus in den Wald rein. Also bin ich geblieben im Leben. Wir sind gelegen, eine lange Zeit, unser Hub geriet in einer Gruben neben einem Kanal und gerät wegen was zu tun. Wir sind geweiht, teut mit, und ich gedenk nicht, was hat sich herumgegangen in meinem Kopf. Es ist gewesen noch Mittag, wenn wir haben beide ungeheuben zu gehen. Wir haben beschlossen, als wir wollen uns scheiden, weil Itzik hat gewollt gehen nach Misrach zurück zu sein Städtel. Ich bin im Wald gegangen zu den nuensten polnischen Päuer und gefragt, ob es ist du Arbeit für mich. Ich bin gewesen schmutzig und ausgesehen wie ein Schlepper. Ich habe vor ihm erzählt, jene Meise, als ich bin euch der Päuer von Plonsk. Und als die Deutschen sind zu mir gekommen und mit Gewalt übergenommen mein Haus und Land. Die Frau meiner ist geblieben mit ihrer Schwester. Nur ich bin weggelaufen, weil ich nicht gewollt zwangsarbeiten für die Deutschen. Ich habe gleich gesehen, als hat stark gehassen die Deutschen. Habe ich ungeheuben zu schilden, die Deutschen mit Klules, so stark wie ich habe nur gekonnt. Hat bekommen Sympathie für mir. Und hat mich gelost, arbeiten zu hacken, Holz für ihn. Und ich habe geschliffen in sein Stall zusammen mit die Kie. Ich habe mich abgewaschen mit kalt, frisch Wasser. Und ich habe bekommen reine alte Kleider von ihm. 2 Gattkes, ein Hemd und ein paar Häusen und ein Seif und eine peurische Hütte. Hat mir erzählt, wie ich bin, in Bieleni, und sie nicht gewähnt, sehr weit von Schädlitze. 4 Tage habe ich für ihn gearbeitet. Wenn ich bin weg, habe ich mich gefühlt ganz gut, upressiert, nur mit scheine polnische Wunzen in einer polnische, peurische Hütte. Hat mich euch gegeben 50 Zloty. Mehr wie 2 Wochen habe ich gelebt im Wald und 2-mal geschlafen in Stallen. Man hat mich 2-mal gesucht, ich weiß nicht, dass du bist bei mir. In der Früh, wenn ich gehe melken die Kie, will ich dir bringen Essen. Nur ich weiß gar nicht, dass du bist bei mir. Man hat euch auf mir geschrien, ein paar 3 Mal, wenn ich bin gekommen. Die Kurve sind, Wohnstund. Von jetzt an, November 42, haben die Polacken nicht mehr gewollt helfen, die Jiden. Sie haben stark Meure gehabt. Die Miliz haben gejuckt und gesucht nach Jiden in den Wäldern. Ich habe mich gehitten in Heilen.
Ich habe mich reingegangen in Kassierstallen und gegammelt Kartoffeln. Ich habe getracht zu Zustein mit den Partisaner. Aber dort sind gewesen Bandes, wo es haben geschlagen, geharget jeden. Ich habe gelebt mehr wie ein Chodesh im Wald. Ich habe noch gehabt ein kleines Stückchen Seif, wo ich habe bekommen von der guten polnischen Poje. Es ist gewesen kleine Oseres, wie ich habe mich abgewaschen in euch die Kleider. Ich habe nicht gehabt kein Koyach mehr. Zu was teugt das alles? Die ganze Familie geharget geworden. Mein Freu und meine wohle Kinder. Alle anderen jüdischen Schummes, was ich habe gesehen. Zu was und vermus. Nur ich habe gehört, mein Freues Stimme in mein Kopf. Du wirst noch überleben und du wirst eine Sache zu erzählen. Was tut man jetzt? Wie so geht man weiter? Ich habe gewusst, als meine zwei Schwägers, aber in Menasche Kandelschein, arbeiten in einem Lager in Geschurka. Vater Mechume ist Geschurka gewesen an Twisse. Nur die Nazis haben dort gemacht ein Lager für Zwangsarbeit. Jeder eine, der hat gewollt arbeiten zum Mavet, hat man hereingelost. Aber in Menasche haben gearbeitet für die Deutschen. Ich bin dort dahin, sind nicht weit gewesen von Warschau. Und ich habe sie beide getroffen. Könnt ihr sich vorstellen? Ich habe gelebt im Wald mehr wie 2 Wochen. Und ich habe ausgesehen wie ein König im Vergleich zu sie beiden. Kemat habe ich sie erkannt als Menschen. Sie haben schwer gearbeitet und bekommen einmal im Tag 200 Gramm Brot, eine halbe Liter gesalzene Wasser und 4 Kartoffeln. Es ist dort gewesen 3 Häuser. In ein Haus sind gewesen 500 Ziganers, in der anderen 2000 Jiden. Alle Jiden in der Schettach sind jetzt noch einmal getrieben geworden zu der Lage. Menschen sind geschliffen in Toiletten, in Treppen auf die Podloges. Dem 27. November 1943 sind Jiden gemusst kommen dort dahin, von Wongrow, Sokolov und Lukow. Wenn man findet ein Jid, wo sie es behalten bei einem Christ, wird man schießen der Christ und auch der Jid. Der Pfarrer haben alle Jiden gelaufen nach Geschurka. Jetzt sind gewesen 3000 Jiden dort. Nach dem ersten Schabbes, nach dem 27. November, bin ich entlaufen und mich wieder behalten in der Wälder. Von der Tag habe ich mehr nicht getroffen als Jid in Polen. Ich weiß, als eine Woche nachdem, wo ich bin entlaufen, hat man alle Jiden und alle Ziganers geschickt nach Treblinka. Ich habe gehört von einer in Geschurka, wo es hat gearbeitet in der Holzindustrie für die Deutschen, als Finnland braucht genietige Menschen für Arbeit in Finnland. No, habe ich getracht, wo es kann ärger sein wie der heutige Tag. Ich fuhr einige Tage mit der Balegule und ich komme zu Warschau. Ich habe noch gehabt ein paar Zlotes. Gehe ich zum Budenhaus und ich mache mich schein. Die Wohnslech sind gewesen ausgezeichnete. Die Date ist gewesen 13. Januar 1944. Ich komme rein zu der Arbeitsvermittlung und bei der Reingang sehe ich ein Plakat, als die deutsche Wehrmacht sucht, Arbeiter zu schicken nach Finnland. Findet Arbeiter, haben sie gedorfen.
Ich bin herangegangen und ich habe gesucht, als ich bin ein Polak, wo es kein gut Deutsch und als ich bin gesessen in einer Twisse in Russland und von dort bin ich entlaufen. Ich habe nicht kein Papier, nicht, gut nicht. Mein Name ist Edward Urbanski und ich bin ein Mumche in der Holzfach. Zum Morgens komme ich zurück und man sucht mich, als ich bin ungenehm. Und als man schickt mich zu dem Doktor für eine medizinische Kontrolle. Nach ein paar Tagen bekomme ich Papiere mit meinem neuen Namen Edward Urbanski. Und ich gehe zu dem Doktor, Klasse Aleph. Sonntag, dem 18. Januar, habe ich gefahren zusammen mit der Sachpolake nach Gdynia. Neue Kleider haben wir bekommen und noch mehr Papiere. Alle mit meinen neuen Nummern. Dem 13. Januar fuhren wir auf ein großes Schiff nach Finnland. Es ist gewesen 334 polnische Arbeiter. Man fragt, wer von euch kann gut Deutsch sprechen? Habe ich geantwortet, dass ich kann. Habe ich bekommen eine Gruppe auf 65 Menschen zu sein, ein Dolmetscher für sie. Jag hörde från... Naha. Dolmetscher. Wir sind gekommen in Finnland dem 2. Februar 1944. Ein neues Leben. Dem 4. Februar haben wir alle gefahren nach Zvon, Finnland, Kemi. Dort ist im Sommer nicht keine Nacht und im Winter nicht kein Tag. Wir haben gearbeitet in den Wäldern und leveriert verschiedene Holzhäuser für die Deutschen. Ich habe doch mich ausgelernt, der Fach von Meyer Kotschalik. Und zusammen mit der finnischen Arbeitsführer Arne Hamara haben wir beide bekommen eine gute Position mit den Deutschen. Die Polaken in meiner Gruppe haben ein bisschen Mechanik gewöhnt auf mir. Einmal ist der polnische Galech eingeordnet, ein Gottesdienst, und ich bin nicht gekommen. Einige in meiner Gruppe haben ungeheuer trachten, als ich bin Efscherayid. Sie haben ungeheuer mir zu reizen und machen Spaß auf mir. Einige haben gefragt mir, ob es ist wahr, als ich bin Ayid. Ich habe sie gesagt, als wusste ich der Unterschied. Bin ich nicht gut zu euch? Hat er nicht Essen und Kleider? Ein paar Nächte habe ich gehulmt und geschrien in Jiddisch nach meinem Weib und meine Kinder. Haben die einige gesucht zu mir, als sie wollen mich einmelden, weil die Gestapo. Weil jetzt wissen sie, als ich bin bei Emes Ayid. Ich habe stark Meure gehabt und ich habe bedustet Zeit für meinen Chaber Hamara. Hamara hat mir gegeben eine große Messe und hat gesucht, als wird mich helfen zu laufen nach Haparanda in Schweden. Derweil hat gesucht, such sei, als der wird seid der Hargenen mit der Messe, ob sie wollen unheiben mit dir. Inmitten der Nacht hat mein Freund Hamara mich genehme Stillerheit zu laufen in der Wald, ein bisschen weg von den Baracken, wie ich habe gewollt. Er hat zugegreift ein Pferd mit der Wogen und mich geführt zu der schwedischen Grenze, nun zu Haparanda. Ich habe übergelaufen der Grenze und ein Auto ist gefahren und ein Schwede hat mich geführt zu der Polizeistation in Haparanda.
Das gewesen am 26. November 1944. In der Polizeistation bin ich gesessen 9 Tage. Sie haben mich sehr gut behandelt, nur sie haben nicht verstanden, wegen was handelt sich du. Es ist gewesen sehr schwer zu verklären, die ganze Geschichte. Aber vieles ist gewesen eine, was hat verstanden Deutsch. Das, als ich bin ein Jid und als ich heiße Elie Isser Auerbach und nicht Edward Urbanski, ist sehr schwer zu verklären. Dem 19. Tag hat man mich geschickt nach Stockholm zum jüdischen Kehle und ich habe getroffen einen Mann, was heißt Idi Bornstein, was ich habe geredet, mein Mameluschen mit ihm. Ein Vergnügen. Die Kehle hat mir geholfen zu kommen zu einer Flüchtlingslager. Und noch heute, dem 15. Januar 1945, bin ich gewesen in Stockholm und ich habe ungeheuer zu arbeiten mit Fotos, sortieren Scheure. Mein Namen habe ich wieder zurückbekommen, geschrieben in alle Papieren.